Das Dilemma, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Plamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama zeigt sich besorgt über die Auswirkungen der schweren Regenfälle in Andhra Pradesh. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sagt, Warmherzigkeit für das eigene Wohlergehen kultivieren. China unterwirft tibetische Parteimitglieder strengen Restriktionen bei religiösen Praktiken. Sejong reist zu den tibetischen Siedlungen in Nordindien. Studie enthüllt organisierte Propagandabemühungen der Kommunistischen Partei Chinas. Litauen ruft zum Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking auf. Galön Nursinjoma beglückwünscht General Nakatani zur Ernennung als Japans Sonderberater für Menschenrechte. TPI veranstaltet Podiumdiskussion über prominente historische Persönlichkeiten Tibets. CTA begeht den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Dr. Namgyel Chödup ist der neue Repräsentant vom Tibet-Büro in Washington, D.C. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sprach dem obersten Minister und der Bevölkerung von Andhra Pradesh, die von den massiven Überschwemmungen betroffen sind, bedingt durch die starken Regenfälle in mehreren Distrikten des Bundesstaates, sein tiefes Beileid aus. Als Ausdruck der Solidarität hat seine Heiligkeit der Dalai Lama eine Spende für Hilfs- und Rettungsmaßnahmen geleistet. Schwere Regenfälle haben mehrere Teile Südindiens überschwemmt und in der vergangenen Woche zu einer flutartigen Situation in Andhra Pradesh und Tamil Nadu geführt. Der Monsun hat mehr als 40 Menschen das Leben gekostet, während weitere Menschen noch vermisst werden. Die Heiligkeit der Dalai Lama betonte, dass es wichtig sei, Warmherzigkeit zu kultivieren, unabhängig davon, ob man gläubig oder ungläubig ist. Seine Heiligkeit sagte, dass die Kultivierung von Warmherzigkeit keine religiöse Angelegenheit sei, sondern etwas, das mit dem körperlichen und geistigen Wohlbefinden des Einzelnen zu tun habe. Seine Heiligkeit der Dalai Lama wies darauf hin, wie wichtig es ist, die Erziehung von Warmherzigkeit in das moderne Bildungssystem einzubauen. Whether believe religion or not, we really need warm-heartedness. In education, we should include about warm-heartedness. Auf Anfrage einer brasilianischen Nichtregierungsorganisation Pallas Athena hielt seine Heiligkeit der Dalai Lama am Mittwoch dieser Woche einen Vortrag über die Erziehung des Herzens für das neue Jahrtausend. Zufolge hat die chinesische Regierung ein striktes Verbot religiöser Aktivitäten für alle tibetischen Parteimitglieder und dem Kader in Solo in der Region Amdo in Tibet verhängt. Das Verbot verlangt von allen Parteimitgliedern auf religiöse Aktivitäten zu Hause zu verzichten, wobei sie gezwungen wurden, ihre persönlichen religiösen Altäre und Schreine zu entfernen. Die Strafe für die Nichteinhaltung der Anordnung umfasst die Entlassung aus dem Staatsdienst und den Entzug von Grundrechten einschließlich der Verweigerung von staatlichen Leistungen und Subventionen. Berichten zufolge fürchten sich die Menschen in Tibet vor einer Ausweitung dieser Politik im größeren Maßstab. Am 22. April 2021 führte die chinesische Regierung einen Verhaltenskodex für Mitglieder der Kommunistischen Partei in der autonomen Region Tibet ein, der Parteimitglieder jegliche religiöse Aktivität sowohl im öffentlichen als auch im privaten Leben untersagt. Sejong Bemazering von der tibetischen Zentralverwaltung verließ am Donnerstag dieser Woche Dharamsala zu einem 13-tägigen Besuch in Delhi sowie in tibetischen Siedlungen in Dehradun im Bezirk Siramur und in der tibetischen Siedlung Bon in Solan im Bezirk Himachal Pradesh. Eine aktuelle Studie über die Einflussagenturen der Kommunistischen Partei Chinas und ihre Aktivitäten in Italien hat ergeben, dass die Propagierung des neuen Tibets einer der Hauptschwerpunkte der Bemühungen Pekings ist, italienische Parlamentarier und Politiker zu vereinnahmen. Die gemeinsam von Synopsis und dem in Italien ansässigen Globalen Komitee für Rechtsstaatlichkeit Marco Pannella GCRL veröffentlichte eine Studie mit dem Titel Hijacking the Mainstream, CCP Influence Agencies and the Operations in Italian Parliamentary and Local Politics, Einflussagenturen der Kommunistischen Partei und ihre Aktivitäten in der italienischen Parlaments- und Lokalpolitik, gibt einen Überblick über die wichtigsten Akteure der Kommunistischen Partei. Die Abteilung für internationale Verbindung der Kommunistischen Partei Chinas, IOD, die Chinesische Gesellschaft für die Freundschaft mit dem Ausland, CPA-FFC, der Chinesische Rat für die Förderung des internationalen Handels, CCPIT, sowie Einheiten des Propaganda- und Einheitsfrontsystems,
Systems der Partei und Fronten, die mit den Geheimdiensten verbunden sind, sowie deren Bemühungen um Parlamentarier, politische Parteien, Beamte und Mainstream-Stimmen in Thinktanks und die Medien in Italien zu beeinflussen. Die Studie erklärt die Einflussnahme der Kommunistischen Partei Chinas durch Politiker, Lobbyisten und Berater um die totalitäre Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas und ihre globale Expansion zu rechtfertigen. In einem gemeinsamen Schreiben, das letzte Woche sowohl auf Englisch als auch auf Litauisch veröffentlicht wurde, brachten die Mitglieder des litauischen Parlaments ihre tiefe Besorgnis über Chinas Menschenrechtsverletzungen und Aggressionen gegen Uiguren und Tibeter in Tibet sowie über das aggressive Verhalten gegenüber Hongkong und Taiwan zum Ausdruck. Die Abgeordneten forderten die Betroffenen auf, ihre staatsbürgerliche Haltung zu demonstrieren und sich nicht an Veranstaltungen zu beteiligen, bei denen sie als Marionetten einer vom autoritären Regime inszenierten Show benutzt werden. Die Abteilung für Information und internationale Beziehungen gratulierte am Montag dieser Woche Japans altgedienten Parlamentarier und ehemaligen Verteidigungsminister General Nakatani zu seiner Ernennung zum Sonderberater für Menschenrechte vom Premierminister Fumio Kishida. Am Samstag fand am Sarah College for Higher Tibetan Studies in Dharamsala das allererste Symposium über Tibets prominente historische Persönlichkeiten statt. Die vom Tibet Policy Institute (TPI) der tibetischen Zentralverwaltung organisierte Konferenz wurde von zahlreichen tibetischen Forschern, Geschichtswissenschaftlern und Schriftstellern besucht. Dao Tsering, Direktor des TPI, wies auf die Bedeutung der Konferenz hin und sagte, dass das Studium der Geschichte Tibets für die Tibeter angesichts der düsteren Lage in Tibet, wo die repressive chinesische Regierung weiterhin den Kern der Identität der Tibeter bedroht, immer wichtiger geworden sei. Am heutigen Donnerstag beging die tibetische Zentralverwaltung den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. In seiner Ansprache sagte Sejong Bemba Tsering, dass der Gascha das Vorherrschen geschlechtsspezifischer Gewalt in der tibetischen Gemeinschaft als erstes Problem betrachtet. Der CTA-Präsident sagte, da diese Form der Gewalt meist hinter verschlossenen Türen stattfinde und nicht offen diskutiert werde, sei es immer schwieriger geworden, den Verbreitungsgrad von geschlechtsspezifischer Gewalt zu ermitteln. Der Sejong wies auch darauf hin, wie wichtig es ist, unsere Denkweise gegenüber anderen zu ändern und sagte, indem wir alle Geschlechter als gleichwertig behandeln und respektieren, uns letztendlich helfen wird, geschlechtsbezogene Gewalt zu beseitigen. Auf der Veranstaltung wurden von verschiedenen Rednern Präsentationen und Vorträge zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt gehalten. Das Women Empowerment Desk der tibetischen Zentralverwaltung beteiligte sich an der internationalen Kampagne, indem es 16 Tage lang Aktivitäten gegen geschlechtsspezifische Gewalt durchführt, beginnt vom 25. November, dem Internationalen Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. Have different activities in central and also in settlement level, at school level and at college level as well. At school level, we are making the students to participate in different competitions such as poetry, drawings and essay writings on the gender-based violence topic. And at the settlement level, we are partnering with the Regional Tibetan Women Association, and they are carrying out activism for the 16th day on different activity. And at college level, we are collaborating with the Dalai Lama Institute of Higher Education, and where they are screening movie related to gender-based violence, and also they are hosting flash mob dance and reels competition. And they are also having a function on the 10th December, which is marked as the Human Rights Day. On 4th December, we are having a event at the Magler Square for 4 hours, where we have flash mob dance and we have information booth. We have a mural drawings which will be drawn on the canvas related to the issue. Wie das Gascha-Sekretariat am vergangenen Freitag mitteilte, wurde Dr. Namgyel Chödrup mit Wirkung vom 1. Dezember 2021 zum neuen Repräsentanten seiner Heiligkeit des Dalai Lama im Tibet-Büro in den Vereinigten Staaten ernannt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.